Moin sind die Kalpol. Ich bewirtschafte mit meinem Bruder einen konventionellen Milchbetrieb und als zweites Standbein haben wir eine Wanderschäferei aufgebaut. Und wir haben gedacht, auf zwei Beinen steht sich besser an die Situation, die sich ergeben, dass das Environnement, der NF und uns angetreten ist, für zu fragen, ob wir das Projekt nicht wollen, weil das bei uns in der Region ist und will mehr noch bei sein. 2017 hat das Projekt gestartet. Da haben wir mit einer kleinen Unzahl Schafe aus der Belg, die wir aus der Belg gekauft haben, angefangen. Wir haben uns entschieden, die Rot Ardenner Schafe anzusetzen, für auf dem Projekt zu bewegen. Das ist kein Fleischrasse, das ist aber auch kein ganz Extensivrasse. Sie ist relativ gut zu Fuß, sie ist ganz gut am Lärmen. Und im Laufe der letzten 7 Jahre haben wir uns einen Trab abgeschafft von 500 Schafen. Und wir haben eine 70 bis 80 Gäste noch dabei laufen, die sind für den Verbiss von den Hecken zuständig. Das ganze Projekt basiert darauf, dass wir just die alten Tagebaugebiete von der freien Arbeit bewegen, weil wir die nicht bewegen, dann die ganz verbuschen. Wir sind gestern von der Leifrechen hier rüber auf die Hart gekommen. Auf der Hart sind wir schätzungsweise 2 Wochen bis 3 Wochen, wo wir hier verbleiben. Dann ziehen wir weiter in das nächste Gebiet. Das Gebiet zieht sich von Deiferding bis über Esch bis auf die Diddling River. Als Funktion ist es für die Terrain so oft zu bewegen, dass Teidelärche an aller Bodenbrüter ein gutes Areal finden, für hier Nistplätze zu machen. Unser Programm geht fest von den Biodetyde ausgeschafft. Wir fangen alle Jahre auf einem anderen Site an, für das wir nie am selben Moment, am selben Site, am selben Jahr sind. So dass wir auch die Vielfalt von den Blähen, die um den Pelz von den Tieren hängen bleibt, dass wir die auch von Gebiet zu Gebiet weiterdrehen und dass die Vielfalt in allen Gebieten erhalten bleibt. Da sind hier bei den Schafen den ganzen Tag dabei. Die Schafe laufen frei. Da ist kein Draht rund um das Gebiet. Sie sind just nur jetzt angespart. Für den Rest haben wir 8 Hühner, Border Collie Hühner, die zuständig sind, für den Trab immer bei ihnen zu haben. Am Frühjahr ist das Ganze ein bisschen mehr aufwendig nach. Am Frühjahr, wenn alles in der Blei ist, hauptsächlich Orchideen, muss man die auskulturieren mit Netzen. Oder demnach müssen die Hühner das so gerieren, dass die Schafe das nicht aufbeißen, sodass die Pflanzen ausdauern können. Ich bin froh, Sie sehen mit der Aktivität, die wir die letzten Jahre machen, welchen positiven Impact das auf die Umwelt hat.